Der Wummi in Seenot. Eine Geschichte von der Tanja Alexa Holzer. Produziert Wortfeger Media. Im Oktober hat es ein paar Tage lang furchtbar stark geregnet. So viele Tropfen sind vom Himmel gefallen, dass die Welt ganz grau geworden ist. Die Luft war voller Regentropfen. Wenn man rausgeschaut hat, haben die Augen versucht, einen Weg durch den Regenschleier zu finden und irgendwo ein bisschen Farbe zu erhaschen. Es hat so geschonen, als ob die Welt stillstehen. Die Menschen haben sich in ihre Häuser verzogen und die Tiere haben unter den Dächern Schutz gesucht. Nur ein kleines Würmli namens Wummi hat kaum etwas vom Regen gespürt. Denn der Wummi war schaurig verliebt in seinen Äpfel, wo unter einem grossen, uralten und knorrigen Äpfelbaum gelegen ist. Tag und Nacht ist der Wummi auf dem herrlichen Äpfel gehöckelt. Zwischendurch ist er über die glänzende Schale gekrochen und hat voller Achtung das wunderbare Rot gestreichelt. Er hat sich gar nicht getraut, reinzubeissen, so wunderschön hat er ihn gefunden. In seiner Verliebtheit hat der Wummi nicht gemerkt, wie um den Äpfel herum langsam die Gräser im Wasser versunken sind. Die Erde hat den viel Regen nicht mehr schlucken. Langsam ist unter dem Äpfelbaum ein kleiner See gewachsen. Erst wo der Äpfel plötzlich angefangen hat, eigenartig zu schwanken, hat der Wummi verschrocken aufgeschaut. Was war denn das? Sein Äpfel ist plötzlich auf einem kleinen See geschwommen. Er hat geschaukelt und sich immer mal wieder gedreht und ist auf der Wasseroberfläche gegondelt. Der Wummi hat ganz schön zu tun gehabt, damit er bei diesem Wellengang das Gleichgewicht auf der nassen Äpfelschale hat behalten. Er hat sich aufgerichtet und mit seinem Oberkörper wie ein Seiltänzer alle Schwanken ausbalanciert. Immer mehr Regentropfen sind vom Himmel prasselt. Wenn so ein grosser Tropfen den Äpfel heftig getroffen hat, so hat alles noch viel mehr gewackelt. Der Wummi hat Angst bekommen. Was ist, wenn er runterfällt? Er müsste ja hoffnungslos vertrinken. Hilfe! Hat er laut angefangen zu schreien und sein Oberkörper hat verzweifelt, tänzelt und gewirbelt, um das Gleichgewicht zu heben. Hilfe! Hat er immer wieder gerufen. Ein tiefes Räuspern hat durch die Luft vibriert. Der Ton war so tief, dass sogar der Wummi und sein Äpfel vibriert haben und sich die Wasseroberfläche gekräuselt hat. «Schrei nicht so umeinander», hat die tiefe Stimme dröhnt. «Ich bin ja da.» «Wer ist da?» hat der Wummi gewispert. «Na, ich denke, der Äpfelbaum. Oder siehst du sonst noch jemanden?» «Hilf mir, Äpfelbaum, hilf mir! Wenn ich runterfalle, vertrinke ich!» Daraufhin haben die Äste über dem Wummi angefangen zu rascheln und ein dünner Zweig hat sich zu ihm herabgestreckt. «Mach dich lang, Kleine, und heb dich fest, ich ziehe dich raus.» Der Wummi hat alle seine Kräfte zusammengenommen und sich gestreckt. Mit seinem Kopf und Oberkörper hat er sich um den Zweig geschlungen. Mit seinem Hinterteil hat er sich am Äpfel gehebt. Ganz vorsichtig hat der Baum jetzt seinen Zweig angefangen zu bewegen und hat so den Wummi mit seinem Äpfel nachgezogen. Das hat vielleicht lustig ausgesehen. Nach einer halben Ewigkeit sind der Wummi und der Äpfel endlich auf festem Grund gestrandet. Der Regen hat sich mittlerweile beruhigt, so dass es schon fast freundlich geworden ist.
Danke dir vielmals, lieber Baum, du bist meine Rettung gsi. Der Wumi hat vor Freude einen Gump gemacht und ist deswegen doch noch fast vom Äpfel runtergefallen. Kann ich auch etwas für dich tun? Hat er den Baum voller Dankbarkeit gefragt. Ja, das kannst du sehr wohl. Hat die tiefe Stimme vom Baum durch die Luft dröhnt. Bitte schau den Äpfel nicht einfach nur an, denn so wird er irgendwann schrumpelig und grusig. Was denkst, warum ich mir so viel Mühe gebe, einen solchen schönen Äpfel wachsen zu lassen? Der Wumi hat ahnungslos mit seinem Köpfli gezuckt und geschwiegen. Friss den Äpfel, denn genau dafür habe ich ihn doch gemacht. Der Baum hat laut aufgelacht, so dass sich die Blätter fest an seine Äste geklammert haben und die Gräser in der Wiese angefangen zu tanzen haben. Der Wumi hat gestrahlt und überglücklich in seinen wunderschönen Äpfel bissen. Der hat einfach fantastisch geschmeckt.